Das werden heute Nacht hier 0 Grad. Alter, wenn ich Pech hab, dann schneit's sogar. Ja, geil, ne? Gestern hatte ich noch Boardshorts an und jetzt ist die Sonne ja noch draußen. Wenn die gleich weg ist, dann wird's hier richtig kalt. Wahnsinn. Spanien, verrücktes Land. Ich bin jetzt in der Mitte von Spanien angekommen. Ich bin heute Morgen in Capbreton losgefahren und dann einmal durchs Baskenland durch. Wahnsinn. Ich blende euch gleich mal was ein. Du fährst da halt, erst bist du am Meer, dann fährst du nur rauf und runter, Tunnel, echt steil bergauf, steil berg runter. Die LKW-Fahrer, das ist halt so geil. Du fährst in Deutschland los, da fahren die alle ganz brav. In Frankreich werden sie schon ein bisschen frecher, aber das ist ja Maut und so. Und sobald du die spanische Grenze passierst, fahren die einfach 120. Also volles Brett. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Die ziehen auch rüber und hast du nicht gesehen. Also Obacht, wer das fährt. Nordspanien ist halt einfach traumhaft, ne? Die Landschaft ist geil. Du kannst natürlich nicht viel gucken, weil du musst ja auf die LKW-Fahrer aufpassen. Jetzt hatte ich heute aber Glück, muss ich sagen. Es war relativ wenig los. Ich bin das schon mal gefahren. Da hatte ich irgendwie alle Gezeiten bis hierhin. Aber heute war es wirklich sehr wenig Verkehr und ja, alle sind auch einigermaßen artig gefahren, außer so ein paar LKWs. Ja, und dann fährst du halt, biegst dann irgendwann ab. Ich fahre ja quasi jetzt gerade zwischen Madrid und Portugal bin ich. Und wenn du da lang fährst, runterfährst, dann wird's mal ein bisschen flacher. Und dann irgendwann siehst du auf einmal, kommt so ein kleiner Berg und dann siehst du auf einmal schneebedeckte Hänge. Und so eine Mischung aus den Alpen und irgendwo in Kanada, keine Ahnung. Also Spanien ist faszinierend. In Nordspanien hast du so wildes Wasser und richtig noch Natur und sowas alles. Berge, dann wird's flach, dann hast du Landwirtschaft und dann kommt hier dieses völlig unverhofft immer diese Berge rund um Madrid. Wahnsinn. Da liegt auch richtig viel Schnee, habe ich auch ein bisschen gefilmt. Blende ich euch auch ein. Also ich bin da richtig an der Schneegrenze gefahren. Total verrückt. Ich bin jetzt hier in einem Ort, der ist so 580 Meter hoch. Deswegen, hier wird's wirklich kalt heute Nacht. Und wer mich kennt, weiß, Kälte und Max, ich habe eine Mütze mit. Wobei ich werde die heute nicht brauchen. Ich habe mir vorhin eine neue Gasflasche gekauft, direkt nach der spanischen Grenze. Ich werde mal versuchen, euch irgendwann mitzunehmen. Ich rede mit denen immer Spanisch. Ich spreche so ein bisschen Spanisch. Ich habe aber keine Angst. Egal, immer drauf los. Französisches Wort, Spanisch ausgesprochen, egal. Das klappt doch ziemlich gut. Ist immer lustig. Die sind halt auch immer gut drupp und lachen viel und das ist echt gut. Mag ich sehr hier in Spanien. In Frankreich ehrlicherweise auch. Also da, aber nur wenn du es mit Französisch probierst. Ein bisschen Französisch spreche ich auch. Man muss es halt immer irgendwie sich zwingen in der Landessprache und nicht mit Englisch. Dann passieren Wunder und es ist wirklich witzig. Ja, jetzt bin ich hier angekommen. Ich war hier schon mal auf dem Platz. Das ist ein ganz cooler Ort hier. Ich werde mal gucken, ob die Tapasbude hier auf hat. Da war ich beim letzten Mal, als ich hier war, nicht. Vielleicht habe ich heute Glück und die hat auf und die soll ganz gut sein. Hier gibt's halt dann umsonst eine Wasserversorgung. Ich muss Frischwasser tanken und ja, Schmutzwasser ablassen. Die Toilette habe ich schon in Capbreton entleert. Irgendwann nehme ich euch da auch nochmal mit. Herrlich. Chemieklo, wunderbar. Ja. Also Wasser muss rein und mit dem neuen Gas jetzt, gut, dann kann es auch 0 Grad sein, ist egal. Ich bin warm, das ist hier die Heizung, die hier drin ist super. Truma 6, eine Gasheizung für die es interessiert. Also ich weiß nicht, ob du wirklich Winter-Camping damit machen kannst, aber wahrscheinlich im Zweifel schon, ne? Aber 0 Grad sind gar kein Problem. Ich hatte sowas schon mal bei einem Auftritt in Belgien, in Kelmis, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder wann auch immer. Ja, also Wasser und dann gehen wir mal gucken, ob wir ein paar Tapas kriegen. Mensch, war das hier die Stimmung groß. Hier mädelt Level noch uns richtig Spaß. Kein Testosteroni und Hectopascal. Kein Wutfried und Jitte wie sonst überall. Der Spaß backe ruht in ihrem Gesicht. Selbst Stressiger und Tadelheit benehme sich. Tinderella ist arm verkuppele wie Jack. Wie Gandalf und Mettina, da geht er jetzt. Ne Flug
Flücke Wäsche, Russ, Ostermiese, Pitterei. Ist die KGJ gelaunt, schon mit einem Lächeln, da bist du da dabei. Oh, 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 oh. La 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 la. Mit einem Lächeln bist du dabei. Oh, 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 oh. La 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 la. Mit einem Lächeln bist du dabei. Tapas waren ziemlich lecker. Es ist jetzt 20 Uhr, die Sonne ist untergegangen. Es ist ganz schön kalt hier. Ich sehe auch meinen Atem schon. Ich weiß nicht, ob es für die Kamera reicht, wahrscheinlich noch nicht. Aber echt kalt. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Es ist ein richtig geiler Ort hier. Beja heißt der, zwischen Madrid und Portugal. Ja, den schneebedeckten Berg oder die Berge, die sieht man nicht. Also wenn ich Skier dabei hätte, könnte ich glaube ich morgen auch Skifahren gehen. Also bin ich jetzt schön satt, gestärkt für die Nacht. Jetzt wollte ich euch noch einmal ganz am Schluss mal zeigen, was halt wirklich cool ist an meinem Wohnmobil. Ich kann da nämlich die Heizung programmieren und komme jetzt um 20:30 müsste es jetzt sein, 20 Uhr, 20:30, irgendwas dazwischen. 7:45 Tatortzeit komme ich jetzt in ein warmes Wohnmobil. Weil die halt so einen Timer hat und auch 0 Grad sind eigentlich egal, weil die große Gasheizung drin ist. Und da geht das alles ohne Probleme. Hello! So, einmal überall Licht an, da sind wir. Oh, warm, herrlich. Ich bin angekommen. Ich habe hier hinten geparkt mit dem Wohnmobil. Ganz guter Platz. Ist alles entspannt. Ich zeige euch jetzt mal direkt. Er sieht sehr unromantisch aus. Ist aber cooler als was man meint. Da fährt man rein. Und genau, hier ist ein bisschen windgeschützter. Und dann bist du hier direkt am Meer. Hier kannst du auch direkt surfen. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier angekommen. Herrlich. Sind jetzt 2600 Kilometer in 6 Tagen mit einem Tag Pause. Ja, so fühlt sich das dann auch an. Jetzt werde ich hier mal ein paar Tage bleiben und mal nicht Auto fahren und in die Wellen springen. Morgen soll es ganz gut werden. Zum Surfen muss ich aber sagen, ich habe auch was mit fürs Board und so, werde ich auch filmen, aber jetzt noch nicht am Anfang. Ich muss erst mal klarkommen, die ganze Fahrt verdauen. Dann paddeln. Man muss, wenn man das lange nicht gemacht hat, auch wieder so ein bisschen Paddel-Power entwickeln, ne? Ausdauer und so. Ich war zwar über den Winter ganz gut schwimmen, aber in der Karnevalszeit nicht. Ich hatte keinen Bock, mich irgendwie zu erkälten, weil so nass, kalt, rein, raus. Aber ich bin mal gespannt, wie es läuft, und wenn ich ein bisschen fitter bin, dann nehme ich euch mit, und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal froh, hier zu sein. Ne Flücke Wäsche, Russ, Ostermiese, Pitterei. Die KGJ gelaunt, schon mit einem Lächeln, da bist du da dabei. Oh, 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 oh. La 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 la. Mit einem Lächeln bist du dabei. Oh, 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 oh. Also, ich war jetzt ein paar Mal schon surfen hier. Also, es war gut, ich war im Winter viel schwimmen, ne? Das ist ja gut für meinen Rücken. Ich hatte ja schon Bandscheibenvorfall 2 und bin an der Bandscheibe operiert worden. Und ja, mir haben die Ärzte damals gesagt, ich kann nie wieder surfen. Und dann war ich letztes Jahr halt auch schon viel surfen, das war ganz gut. Und dann bist du ein Dreivierteljahr nicht mehr surfen. Also die gute Nachricht ist, vom Paddeln her bin ich viel fitter, als ich befürchtet habe. Vom Surfen geht jetzt langsam wieder, muss man echt erstmal wieder reinkommen, ne? Wahnsinn. Ich habe mich gefühlt am Anfang wie so ein Puddingteilchen auf einem Zahnstocher. Wahnsinn. 20 Minuten lang, ich dachte, ich bin tot, ich dachte, ich muss mich übergeben und so. Und obwohl die Wellen hier echt sehr klein sind, was super ist für mich zum Reinkommen, ne?
Also nicht wie in Cap-Breton. Ich weiß, das sah irgendwie flach aus auf den Videos. Das ist immer so, wenn du auf der Düne stehst und Meer filmst und so. Das sieht irgendwie immer flacher, viel, viel flacher aus, als es ist. Da waren die Wellen tatsächlich hier im ersten Video eher 3 Meter als 2,50 Meter. Also viel, viel, viel zu groß. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Tja, deswegen, jetzt ist klein, jetzt ist gut zum Reinkommen. So kann es weitergehen. Auch wenn ich jede Nacht mit Muskelkater aufwache und immer denke, um Himmels Willen, was machst du hier eigentlich, Jung? Aber hey, besser als in Köln, ne? Jede Welle, die ich hier kriege, ist eine mehr, als ich die in Köln kriegen würde. Von daher, läuft. Mit einem Lächeln